Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Paris Saint-Germain, diesmal mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany. Ja, bevor wir da reingehen in den Bums, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst ein Abo da hier auf YouTube, es ist völlig kostenlos und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank, falls ihr dies tun solltet. Ja, und damit gehen wir mal rein in den Bums hier. Da kommen sie. So, mit schnellen Schritten ist unser Cheftrainer da. Ganz schnell. Kompanie. Teil 2 der Pressekonferenz. Nimm mal dein Handy darunter, Junge. Gegen Paris Saint-Germain. Hi Winnie und hallo noch einmal, bitteschön. Es geht los in der Mitte. Torben Hoffmann. Noch mal leiser wie gerade. Servus Winnie. Was für ein Spiel, was für einen Gegner erwartest du morgen? Und gerne noch mal eine Nachfrage. Alexander Pavlovic ist relativ schnell wieder zurückgekommen, war heute im Training mit dabei. Ist er wieder komplett ins Mannschaftstraining integriert und kann dann auch die nächsten Tage, Wochen wieder komplett eingreifen? Danke. Ja, nein, Pavlovic ist überhaupt noch nicht komplett integriert. Es geht gut, es geht schnell, aber bei ihm wird es noch ein bisschen dauern. Und ja, die Gegner morgen, glaube ich, wir spielen gegen eine von diesen ganz großen Vereinen in Europa, eine der Top 10. Und die haben einfach viel individuelle Qualität. Die haben natürlich auch einen überragenden Coach. Die haben Geschwindigkeit, die haben technisches Vermögen. Sagt man das, Vermögen? Ja. Und ja, es wird einfach in meiner Meinung auch aussehen wie ein Topspiel. Ich glaube, dass beide Vereine als Anspruch haben. Ich wollte gerade für euch den Sound ein bisschen lauter machen. Ich habe schon mein Mikrofon runtergeregelt. Aber dann kam der Boost. Brauche ich also nicht machen. Ja, ist halt Technikabteilung beim FC Bayern. Ist immer auf Zack, Leute. Immer. Na? Zu gewinnen, aber natürlich, wir spielen zu Hause und für uns ist es natürlich auch eine totale Priorität. Kurze Nachfrage bei Alex. Was heißt das? Also ungefähr, wann er wieder so spielfähig ist, noch in dem Jahr? Nein, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Nur Da sollte man auch nichts riskieren, wa? Alles ist gut. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal die schwere Woche. Danach ist es nicht mehr ganz so wild. Lassen Pavlovic die Zeit, Alter. Ja. Es reicht, wenn er zur Rückrunde da ist, wenn er dann 100% fit ist, ist doch alles gut. Ja, man muss da jetzt nichts irgendwie auf Druck machen oder unter Druck setzen oder sonst was. wir hatten fast nicht gehofft, dass er bevor der Januar zurück sein sollte. Ist einfach schnell gegangen, die medische Abteilung hat gut gearbeitet, Pavlo hat gut gearbeitet und das ist eine positive Geschichte, aber ich weiß, in diesen Momenten muss man auch nicht zu viel Druck machen auf die Spieler. Ganz Wichtig genau. ist nur, dass er fit wird und bleibt und ob das jetzt eine Woche früher oder später ist eigentlich in Ordnung. Ja. Eine Reihe davor, Stefan Kumberger für Aber schön, dass der Winnie das so sieht wie ich. Sport 1. Aber Sie werden wahrscheinlich jetzt jede PK fragen, ob Pavlo zurückkommt. Ja, weil es dumme Müd sind. Lass uns diese Woche nicht mehr die Frage stellen, es ist nicht diese Woche. Vincent, Sie haben Kann sich eh keiner merken. Spätestens die Bildzeitung. Ja, wann kommt denn Alexander Pavlovic? Ich habe den jetzt schon auf dem Trainingsplatz laufen sehen. vor dem Augsburg-Spiel gesagt, dass Sie auf den Flügeln 4 Weltklasse-Spieler haben. Ja. Das klingt ja so, als wäre es egal, wer spielt. Aber nach welchen Faktoren entscheiden Sie dann kurz vor dem Spiel, wer denn dann wirklich spielt? Faktoren, ich meine, es ist unsere Rolle auch immer, so viel wie möglich alle Informationen zu gewinnen, damit wir eine Entscheidung treffen. Aber danach will ich da auch überhaupt kein Thema von machen. Es ist eigentlich eine positive Geschichte im Kader. Das kommt bald wieder auch auf andere Positionen, wenn die anderen wieder fit sein. Und wir haben uns das gewünscht bevor die Saison. Wir haben das auch gesagt. Und deswegen es ist nicht egal, aber ich kann sagen, dass ich nie enttäuscht bin, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Und wir müssen nicht vergessen, dass Mathys Tel auch da spielen kann und die Qualitäten hat. Aber im Moment ist unsere Entscheidung, dass wir ihm die Zeit geben, auch in die Mitte, in die Mitten seiner, wie sagt man, seiner to continue his learning in the middle and to help us in a position where we don't have necessarily as many players. Ja, nur Harry Kane. Okay.
Macht ja auch Sinn, aber dann muss man fairerweise dem Mathis Tell da auch Spielzeit geben. Ja? Das geht natürlich dann auch nur in Spielen, die frühzeitig entschieden sind. Aber du kannst natürlich nicht irgendwie beim 1:0, kannst du nicht einen Harry Kane rausnehmen, Leute. Wir wissen alle, Harry Kane ist jederzeit für ein Tor gut. Ja? Also ist es dann relativ schwierig. Aber ja, in Spielen, wo Harry Kane eine Pause braucht, in Spielen, wo wir relativ früh klar führen, muss man dann halt einfach auch Mathis Tell die Spielzeit geben. Ja? Anders wird es halt nicht gehen. Und auf den Außen, ich denke, da sieht man ja eine ganz, ganz klare Tendenz. Ja? Ich bin gespannt, ob Leroy auflaufen wird. Bei mir würde er das nicht. Das sehen wir gleich im Taktikfuchs, den ich hier noch aufnehmen werde. Michael hat für mich die Nase vorn. Ja? Allein von der Einstellung her, von der Körpersprache her. Auf der anderen Seite, ja, dasselbe. Serge hat gut angefangen. Dann ist Serge wieder auf Serge-Niveau gekommen, ja, wo er jetzt auch gerade wieder angekommen ist. Ja, das ist einfach Serge sein Leistungsniveau. Vorher die 2, 3 Spiele hat er überperformt. Das kennen wir von den letzten Jahren her. Auch die letzten Jahre war eigentlich Coman immer der von den dreien am stärksten war, der am konstantesten war, über die ganze Saison gesehen. Dass ein Coman so schwach war, wie er war eine Katastrophe, hat sich aber auch ein bisschen gefangen. Ja, aber ist jetzt auch noch nicht, dass man sagt, wow, Weltklasse. Ja, also ich sehe ganz klar, von den 4 Spielern sehe ich nur Michael auf einem sehr hohen Niveau. King ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Ja, Gnabry ist gerade so ein bisschen auf dem Weg des Abbauens, wie immer. Ja, macht es defensiv dafür ganz ordentlich, offensiv ganz, ganz wenig Aktion. Und Leroy, ja, wenn Leroy Bock hat, brauchen wir nicht über seine Qualität reden, aber die Lust hat er viel zu selten. Ja. Und wahrscheinlich wird es ihm auch nicht schmecken, dass so ein Michael in der Regel vor ihm gesetzt ist. Da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Ne? Ich hoffe, dass ein Michael anfangen wird. Ja? Aber in der Champions League, gerade gegen große Gegner, hat so ein Leroy ja auch immer Lust. Also von daher. Aber gut, hören wir mal weiter. Vincent Schirpke auf der rechten Seite für Merkur und TZ. Hallo Herr Kompanie, Hallo. Sie haben seit dem Spiel gegen Barcelona alle 6 Partien gewonnen, 6-0 gespielt. Was hat sich im Team verändert und ja, wie ist jetzt gegen Paris die Ausgangslage? Ja, wir haben bevor Barcelona auch 0 gespielt. Nur, es ist Fußball und ich glaube, wir sind vor Barcelona, nach Barcelona sind wir ruhig geblieben und wir haben gearbeitet. Wir wussten, dass ja, die Saison bisher gut. Man darf ja auch immer nicht vergessen, wie kurz ein Vincent Kompany bei dem Spiel gegen Barcelona noch im Amt war. Ja, und wie kurz er jetzt auch noch im Amt ist. Er ist noch kein halbes Jahr da. Ja. Gib dem Mann doch mal ein ganzes Jahr Zeit, ja, dass er mal ein Learning hat, dass der Kader sich vielleicht auch noch ein bisschen nach seinen Vorstellungen verändert. Und dafür ist das, was wir gerade sehen, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat, überragend, wenn wir das mal mit den letzten 2,5 Jahren vergleichen. Ja. Wir werden sehen, ob die Konstanz bleibt. Ich sehe da aktuell keinerlei Anzeichen, dass dem nicht so ist. Ja. Und dann ist das schon eine starke erste Saison vom Vinny. Ja. Egal, ob da jetzt, wie es in der Champions League ausgeht oder nicht. In der Bundesliga sieht es sehr gut aus. Pokal werden wir dann nach dem Spiel gegen Leverkusen beurteilen können. Aber das darf man immer nicht vergessen. Ja. Gerade auch die ganzen Kritiker am Anfang der Saison. Ja, hier das Spiel, das Spiel, das Spiel. Dann alles schlecht geredet, gegen Zagreb schlecht geredet, gegen Bremen schlecht geredet und so weiter. Ja, also völliger Schwachsinn. Ja, also das, was der Vinny in der kurzen Zeit, die er da ist, aus dieser Mannschaft jetzt schon gemacht hat, ist überragend. Meiner Meinung nach. Kann ja jeder für sich seine eigene haben. Ne? Gut ist und wir wissen einfach, dass es nicht perfekt ist. Das ist nie perfekt, aber es war, ich hab, glaube ich, sofort gesagt, es ging nicht um die Basis. Die Mannschaft läuft, kämpft, die Spieler machen mit in jeder Phase, das heißt im Ballbesitz und auch ohne Ball. Und dann gab es so ein Spiel und für uns ist einfach wichtig, dass wir aus diesen Momenten lernen und jetzt sind die letzten Spiele wahrscheinlich schon vorbei und gucken wir alles auf das nächste Spiel, aber für uns wird das nicht so viel ändern. Wir werden einfach
immer weitermachen. Last row, please, yeah. Hi, Vincent. Hi. If we compare this Paris Saint-Germain with the past, you're going to see a big difference between their squad. Like in the past years, they had Mbappé, Messi, Neymar. If you back a little bit more, they had Cavani, Ibrahimovic, like such a big names in the squad. When you see Paris Saint-Germain in this season, don't get me wrong, but do you think this is the weakest squad in the last years for them? Thank you. Ja, das ist so ein Reporter, so eine Meinung, der alles an irgendwelchen großen Namen festmacht. Ja. Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Bin nicht drin im Paris Saint-Germain-Thema, aber nur weil da jetzt kein Ibrahimovic, kein Messi, kein Neymar, kein Mbappé mehr rumläuft, ist es dann auf einmal jetzt nur noch Fallobst oder was? Also. God, it's absolutely not the weakest squad at all. It's an incredibly talented squad. Und wir reden immer noch über Mannschaftssport, das vergessen ganz viele. Ja? Auch damals bei Barcelona, nur ein Messi hätte diese Ära auch nicht geprägt. Ja, da waren ganz, ganz andere mit dem Xavi und so weiter, im Iniesta, im Mittelfeld hinter ihm. Ja, sonst wäre das auch nicht so eine Ära gewesen. Also, wir reden über Mannschaftssport, ja, und wie man sieht, wie man letzte Saison gesehen hat, guckt euch die Leistung letzte Saison in der Rückrunde bei uns an zum Beispiel oder das Jahr davor und guckt euch die Leistung jetzt an. Das ist 1:1 dieselbe Mannschaft, abgesehen von Michael. Und da sieht man, was es ausmacht, einfach als Mannschaft da zu sein und nicht, ob da jetzt der Einzelne. Klar, ohne Harry Kane wird das anders aussehen, ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber gerade Harry Kane ist ja ein Teil dieser Mannschaft. Gerade er verkörpert das ja. Und nur weil jetzt in Paris kein Mbappé mehr rumläuft, denke ich, werden die immer noch Fußballer haben, die gegen den Ball treten können. Some players in a matter of years will arrive to the levels of the players that you described, but you know it doesn't happen from one time to the other. And I think the main thing is when you look at them as a team, you know, the distance between the lines are never big. The striker and the defenders are never too far from each other. The pressing is really aggressive, really good, and when they have the ball, they're obviously a team with a lot of clear playing patterns. So I will say, I don't know, if you judge on talent, it's hard to ever be better than the names you mentioned. You named maybe some of the players who were the best in the history of the game. Ja, but as a team, they're a good team, very, very good team. Michael Schröer für die Bild-Zeitung. Gut, am Ende hat das fast dasselbe gesagt wie ich. Ja. Bitte. Hallo Herr Kompany, vor dem Spiel morgen haben beide Mannschaften so ein bisschen gemeinsam, dass sie gern etwas höher in der Tabelle dastehen würden. Wie viel Druck liegt für Sie vor dem Spiel morgen in der Luft auf beiden Seiten? 3 Spiele bist du in Quali, 6 Spiele gewinnen, bist du in die Top 8. Das ist ungefähr, was ich sagen kann. Die Tabelle, Entschuldigung, das funktioniert noch nicht mit mir. Muss es auch nicht. Ich sehe das genauso. Ja. Selbst wenn du morgen verlierst, ja, wow, ja, dann kommst du nicht in die Top 8. Ja. Aber wir werden ja wohl dann noch 2 Spiele gewinnen. Es reicht wahrscheinlich sogar ein Spiel, dass du die besten 24 bist und dann spielst du halt eine Extra-Runde. Ja. Punkt. Feierabend. Ja. Ist das der Anspruch des FC Bayern? Ja, natürlich nicht. Ja. Kann das aber mal passieren mit den unglücklichen Auswärtsniederlage bei Aston Villa? Und dann der schlechten zweiten Halbzeit bei Barcelona, ja, na klar. Ja, das ist ja das Interessante an dieser neuen Champions League. Aber Leute, wir spielen zu Hause im Europapokal. Da weiß ich gar nicht, wann wir das letzte Mal da verloren haben. Ich bin guter Dinge. Und selbst jetzt ein Unentschieden mit und wir kommen nicht in die Top 8, werden 9. oder 10. Ja, mein Gott. Da geht die Welt nicht von unter, Alter. Ja. Am Ende geht es darum, ob du ins Finale kommst und ob du das Ding gewinnst. Ja, ob das jetzt mit 2 Spielen mehr machst oder nicht, wen interessiert es am Ende. Ja. Klar, du bist dann in der schwereren Ausgangsposition, in dem Turnierbaum, der nach dieser Ligaphase kommt. Aber willst du das Ding gewinnen, dann musst du jeden in den K.O.-Phasen schlagen können. Ja. Und ob das dann auf dem Papier der leichtere oder schwerere Gegner ist, weiß ich nicht.
Ich denke auch, wenn irgendwie eine Überraschungsmannschaft an die Top 8 kommt oder selbst wenn Liverpool dann in den Top 8, wo sie ja drin sind, ja, oder Aston Villa oder sonst was, ich glaube, die freuen sich dann auch nicht, wenn die dann im Turnierbaum dann auf einmal auf dem FC Bayern oder auf Paris treffen. Ja. Sofern die Mannschaften sich dann in dieser Extra-Runde qualifizieren, wovon ich aber ausgehe. Ich meine, es gibt viele Mannschaften, den wir gar nicht gesehen haben, die wir auch mindestens bis im Februar auch nicht sehen werden. Und es ist ein bisschen, ich habe natürlich, finde ich, es ist schon interessant, die Format. Es ist nicht, dass es unangenehm ist, auf jeden Fall nicht. Nur auf die Tabelle schauen ist ein bisschen schwierig. Manche haben noch 4 ganz schwierige Spiele, manche haben 4 einfache Spiele. Ja, es gibt kein einfache, aber ein bisschen leichtere Spiele. Und das ist so unterschiedlich. Also wenn einer weiß, wie das Programm aussieht für jede Mannschaft in dieser Tabelle, dann ist es schon stark. Also das Einzige, was ich weiß, wie gesagt, wir haben natürlich immer Anspruch, wir sprechen immer über Top 8, aber unser Anspruch ist einfach Top 1. Lass uns deutlich sein. Ja. Und hoffentlich kommen wir dann weiter, aber jetzt in diesem Moment meine ich, reicht das, wenn ich nur sage, wir wollen einfach morgen gegen PSG gewinnen. Das ist schon unser Hauptziel. True. Ja, in der Mitte Heiko Niederer, Kollege von der Bild-Zeitung. Das verstehe ich auch nicht, dass die da mit 2 oder 3 Reporter anrollen. Also, wild. Geht in die ähnliche Richtung. Sie haben viel Lob bekommen für die Saison, gerade in der Bundesliga lief es sehr, sehr gut. Alter, wenn der jetzt ein Fass aufmachen will, dass wir 2 Niederlagen in der Champions League haben, Alter, dann schmeiß ihn aus dem Saal raus, Alter. Das ist ja dann wohl eine absolute Katastrophe. Was Bayern eben noch ein bisschen fehlt, ist dieses Top-Spiel zu gewinnen. Wie wichtig wäre das auch für Sie persönlich, zu sagen, ich will endlich dieses Topspiel gewinnen. Morgen gegen Paris sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist ein absolutes Topspiel. Ja, also erstmal zum Lob oder Kritik, für mich macht das nicht aus. Das spielt keine Rolle in meinem Leben. Ich werde das auch keine Rolle spielen lassen. Was für mich wichtig ist, wie die Mannschaft lebt und besser wird und wie jeder einzelne Spieler, Individu sich entwickelt, auch wenn also jeder, der das Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel gesehen hat, der das Spiel gegen Aston Villa gesehen hat, der die Spiele gesehen hat gegen vermeintliche Top-Mannschaften, ja, sorry, der weiß, dass das absolut nicht haltbar ist, ja, diese Nachfrage. Die schönen Top. Barcelona kannst du rausnehmen, gerade zweite Halbzeit, da gehe ich mit, aber alles andere. Spiele sind, dass die noch immer weiter diesen nächsten Schritt versuchen zu erreichen. Und dann morgen so ein Topspiel, natürlich, wir machen immer einen Unterschied zwischen Topspielen und anderen Spielen, aber ja, ich habe es gesagt, wir waren letzte Saison Dritte in der Bundesliga, nicht vergessen, 70 Punkte oder so. All diese Spiele sind nicht einfach und für uns gibt es natürlich eine Top-Möglichkeit, was zu zeigen für unsere Fans, auf jeden Fall. Aber die Mentalität darf nicht anders sein, weil wir jetzt gegen einen Top-Gegner spielen. Es muss einfach immer von Mentalität her das erzählt man denn nie bei Sané. sein, dass wir gegen einen Top-Gegner spielen. Und morgen ist PSG und wir werden uns gut vorbereiten und hoffentlich können unsere Fans mit ein gutes Gefühl nach Hause gehen. Top. Klaus Bergmann noch für die DPA, bitte. Sie haben gesagt, beide Mannschaften wollen gewinnen, beide Mannschaften wollen Ballbesitz und wollen nach vorne spielen. Rechnen Sie also damit ein, dass PSG auch sehr offensiv spielen wird, dass es ein offener Schlagabtausch wird oder eher taktisch? Wenn beide Mannschaften Ballbesitz wollen und beide Mannschaften wollen Druck machen, dann kann schon was passieren. Aber mehr kann ich nicht sagen. Also ich habe die Spiele von PSG gesehen, die haben unsere Spiele gesehen und ja, something has to give, they say in English. But ja, ich habe die Frage eigentlich so beantwortet. Ich glaube, die Analyse stimmt. Ich würde nicht erwarten, dass dieses Spiel langweilig wird. War das eine Wortmeldung, Alex? Ja, letzte Frage dann bitte. Ich wollte nochmal
anknüpfen bei dem Thema. Am Freitag hat Augsburgs Trainer Jastorup gesagt, dass das Gegenpressing der Bayern überragend war, ganz wenig Möglichkeiten zugelassen hat, mal umzuschalten, mal schnell zu kontern. Jetzt hat Harry gerade gesagt, Paris ist natürlich eine andere Mannschaft, die sind spielerisch auf einem besonderen Niveau. Was muss dann genau in dem Bereich auch anders laufen morgen, wenn es um Gegenpressing geht? Diese Spiele geht es nicht nur um Gegenpressing, es geht um alles. Du musst individuell sehr gut sein am Tag, du musst ins Pressing, Gegenpressing, Ballbesitz, tiefe Laufe, alles muss einfach stimmen, sonst geht das nicht. Und Gegenpressing ist Gegenpressing und Counterposition. Ja, das sind alle Faktoren natürlich, aber es ist nicht der einzige. Es gibt einfach zu viel im Spiel, damit die Fokus nur auf eine Phase ist. Das ist alles einfach. Und, aber nicht vergessen, wir haben unsere eigene Stärke und das wollen wir nutzen. Okay, vielen Dank, Vinny. Danke euch. Vielen Dank, Vinny. Ja, ich denke, wir werden ein gutes Spiel erleben. Wie er schon sagt, ich glaube auch nicht, dass Paris sich hinten reinstellen wird. Erstens können sie es gar nicht. Die Tabellensituation ist ja noch schlechter wie bei uns, bei Paris. Ja, wenn die das Spiel auch noch verlieren, dann ist Top 8 auf jeden Fall weg. Von daher, gut, man weiß jetzt nicht, wie wichtig das in Paris ist, ob sie jetzt da in den Top 8 sind oder nicht. Wie gesagt, mir persönlich ist das jetzt bei uns auch nicht so wichtig. Dann spielt sie halt eine Runde mehr, drauf geschissen. Wen interessiert es am Ende des Tages, ja. Aber ich glaube nicht, dass das auch eine Mannschaft ist, die sich dann einfach hinten reinstellt. Die Frage wird sein, ob sie eine andere Wahl bekommen von uns. Ja, das ist der spannende Faktor. Ob wir es hinbekommen, auch so eine Mannschaft da hinten einzuschnüren, dauerhaft. Und ob dann die Absicherung passt. Ja, wir haben kein Palinja. Wir haben Goretzka, Kimmich in der Zentrale, was ich schon als eine Schwachstelle ansehe. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, was das Umschaltspiel anbelangt. Von daher könnte es eine wilde Nummer werden. Wir werden es sehen. Ja, ich wünsche uns auf jeden Fall ein schönes Spiel. Leute, das war die PK mit Vinny. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.